Catcalling ist schon seit Jahren ein Problem in unserer Gesellschaft. Wenn der Catcalling versteht ihn, wenn ein Mädchen dumme Kommentare von Männern kriegt oder von ihnen angepafft wird. Klärt Nora und Marius werden sich beim Anschmieds über das Thema schlau machen. Auch zu Lützeburg ist der Catcalling noch immer ein grosses Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben Dan Schmieds invitiert, was sich gegen das Thema auf den sozialen Netzwerken ersetzt. Ich bin Dan, schon 23 Jahre und ich habe Catcalls auf Luxemburg gegründet, bei der Instagram-Seite ist, die Catcalling abschreiben geht mit Kreide auf die Straße. Catcalling, das ist eine Form von verbaler Belästigung, die heutzutage noch ganz viel am Leben passiert. Als erstes wollte mir wissen, wie hat auf die Idee gekommen, die Seite zu gründen. Ich habe für ein paar Jahre den Site Catcalls of New York City gefunden, was eben den echten Instagram-Konto war, wo die ganzen gestartet wird. Und ja, ich finde das super von. Dann schon gesehen, dass noch extrem viel anders steht da drin. Und ja, dann habe ich geguckt und zuletzt ich glaube, da war leider nicht so. Dann habe ich mal die Sache ein bisschen überlegt und ich habe mir gedacht, okay, wenn kein anderer das möchte, dann habe ich das selber in die Hand, wieder zu Amsterdam studieren. Und ich habe die Mädchen von Amsterdam gesehen, die ganze Kunst in Amsterdam holen. Und ja, sie mich motiviert, dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange das ganz einfach an. Und ich war schon im März die erste Kehr mit der Kreide eben schreiben. Als du doch interessiert, ob hat schon Erfahrungen an dem Bereich gemacht hat? Catcalling habe ich schon ganz viel erlebt, seit ich ganz jung bin, ich am Alter von 12 Jahren schon, dass effektiv Leute getut haben, wenn ich gelaufen sie getröppelt sind, aber auch ganz viele Sachen haben Druck aufgebaut, wirklich zu einem Punkt, dass es so viel schon war, dass es mir mal nicht aufgefallen ist und dass es wirklich an dem Sinne zur Normalität ging, was schön ist, weil es soll natürlich keine Normalität sind. Mehr, also effektiv natürlich ganz viel erlebt und erleben ich auch heute, das darf man immer extrem viel. Wir haben eine Woche Leute auf der Straße gefragt, ob sie schon persönliche Erfahrungen gemacht haben. Expérience j'ai eu. Pas mal de fois, ils sifflent, ils crient, ils font des bruits, voilà. Après, vu que je travaille dans un bar, il y a aussi pas mal de gens qui crient et qui traitent pas bien une femme, on va dire. Ich weiß einfach noch nicht davon betroffen, aber natürlich kriegen das immer mit, dass Männer Hand und Drüben pfeifen oder Kommentare geben. Ich weiß selber als Mädchen aber auch, dass es nicht gerade das Angenehmste ist. Es ist nicht gerade flott. Ich meine, es gibt eine bessere Art und Weise, die Mädchen umzuschätzen, wie man den Live kennt, sich vielleicht kurz präsentieren, dann nicht direkt ein Kommentar über die Schurke, die wird bricht oder so etwas. Ich meine, sie könnte sich vielleicht ein bisschen besser, aber freundlich aufstellen. Ok, tu vois une femme belle, tu peux lui dire qu'elle est belle, mais il ne faut pas la siffler, il ne faut pas faire des bruits comme des animaux ni rien. Ça n'a aucun sens. Tu peux avoir ton opinion, tu peux le dire, mais d'une façon gentille et qu'elle apprécie. Ja, ich hatte schon eine Erfahrung. Ja. Ich war aus dem Haus, war Neues, und es waren die Männer, die an der Straße arbeiten. Und dann haben sie gepfeift und so die Kommentare gemacht. Und ich bin einfach weitergegangen. Und ich wurde auch schon sexuell belästigt. Ich wurde schon berührt und so. Mittlerweile hat sie seit schon über 1500 Abonnenten. Wir haben uns gefragt, ob man seinen Succès gerechnet hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Reaktionen wie ich noch habe ich wirklich nicht gedacht, dass ich den kriege. Ich fand natürlich cool, dass so viele Leute das interessiert und dass auch so viele Leute sich ja, dafür einsetzen wollen und etwas so eine andere wollen. Ja, natürlich ist dann noch schwer zu sehen, dass aber noch so viele Leute daran leiden. Auch wichtig zu wissen ist, welche mögliche Hilfssuchen hat den betroffenen Leute angeht. Also bei Catcalling selber wirklich voilà, der verbalen Harassment, voilà, denke ich schon, dass die Site einfach etwas ist, dass Leute schon hier Erfahrungen können teilen, was meine ich schon ein großes Hilfe ist. Weiterhin, ja, wenn auch Sachen sind, die noch ein bisschen weit gehen, schon noch ganz viele Nummern für voilà, Frauen, die Hilfe brauchen. Aber auch ein Männertelefon, kein Jugendtelefon, schon das alles auch im Site selber gepostet, weil man da wichtig ist, dass du voilà, absurd wohin sich kann melden. Und ja, so ist allgemein, ich denke, das ganze Sharen und so ist schon etwas, ja, was einfach denen dann auch die Unterstützung gibt und dass sie sind nicht allein. Und ich meine, dass die Massage für mich persönlich mega, mega wichtig ist.
Mir wollte noch wissen, wie es sich anfühlt, so persönliche Erfahrungen anvertraut zu kriegen. Also ich muss sagen, es freut mich natürlich, weil ganz viele Leute sind, die hier Geschichte erzählen und du haben Russen, ich habe noch nie erzählt. Und voilà, ich denke einfach, dass das etwas ist, das hält einem ein ganz großes Gewicht von den Schülerinnen, für einfach mal so eine Geschichte loszugehen. Das heißt, an dem Sinn freut mich natürlich, dass sie einen Platz gefunden, wo sie sich voll genug fühlen, für das können zu sharen. Andererseits ist es natürlich auch immer traurig zu sehen, dass es noch so viel passiert und dass so viele Leute darunter leiden. Aber das, wie gesagt, war mir ganz klar bewusst, dass das etwas ist, was wirklich am Alltag passiert. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera pas. Et je trouve ça, oui, je trouve ça pas normal que les femmes, du coup, elles doivent sortir et avoir peur de sortir. Et c'est pas respectueux envers les filles. Parce qu'on ne pourra pas s'habiller comme on veut. Enfin, quand on s'habille par exemple avec quelque chose de trop court, on va être jugé. Trop long aussi. Also ja, ich kriege das schon mit. Zum Beispiel Leute, die am Autoland kommen, nach Pfeifen oder Scheißen. Und ich fand das eklig, weil das auch als geben die Männer machen. Ich fand das nicht schön. Ich war in der Stadt, ich war mit einer Freundin und da war ein Mann, der hat so angeguckt, komisch angeguckt und gepafft. Ich habe mich schlecht gefühlt für heute. Und ich fand das dick dumm, dass Leute so sind. Das ist kein Respekt. Das ist ein normaler Mensch, kann sich und als frei wie will, oder? Ja, das mir schon geschieht, hast du gehen schlagen, dann sie pfeifen oder sie mal Kommentare. Und es sind oft also mehr Männer. Und ja, es fühlen sich nicht mega gemütlich. Und hast du reden sich zehnmal, ob ein Jeep soll oder Shorts und die lieber ein Boxen oder so. Als Last hat dann erzählt, wie hat zur Aufhörung von einem Gesetz gegen den Catcalling steht, aber was echt Schritt zur Verhinderung von dem noch immer aktuelle Problem wären. In Frankreich gibt es effektive Gesetze gegen da. Heute zu Lützeburg nicht. Und voilà, Madame Tanse hat sich auch schon dazu geäußert, wenn es für die wichtig ist, aber wenn es denen kann helfen, wenn es dazu wirklich etwas bringt, ging ich da eine ganz gute Sache von ihnen an, weil ich mir denke, dass da vielleicht auch Leute aufschreckt. Für zu catcallen. Also ich bin mir bewusst, dass das sicher nicht ganz fortwärts geht und ich bin mir auch bewusst, dass ich schon nicht kann alle Menschen verändern, den Catcalls. Aber ich hoffe halt einfach, dass mit dem Projekt, das ich gestartet habe, dass das vielleicht verschiedene Leute ausschüchtert, vielleicht Leute zweimal überlegen lässt. Eine Message, die mir auch extrem wichtig ist einfach, dass ihn anspringt, wenn ihn gesagt, dass eine Person gerade catcallt wird. Natürlich soll ihn sich selber nicht dann an eine gefährliche Situation setzen. Aber ich fand einfach, voilà, es soll ihn drüber schwatzen und auch hauptsächlich, wenn die Kollegen hört, wo ihr mitkriegt, die machen das, die stoppen, sie persönlich drüber schwatzen. Ich meine, das ist schon etwas, was ganz viel kann helfen. Und auch wenn es just 2, 3 Leute sind, die da kann zurückhalten, ist das von Java schon nicht leicht, weil voilà, die sind der Männer.